Der Mann hinter dem Werk, hinter Dorothea, ist heute Gast. Herzlich willkommen, Joel von Moos. Ich bin letzten Sonntag 2 Bänke hinter dir gehockt, Sachsler. Ich war wieder sehr ergriffen. Und ich denke, ich habe jetzt extra gespielt, mein Herz ist schwer. Ich glaube, dein Herz ist im Moment nicht schwer. Ich glaube, Sachsen war ein schöner Erfolg wieder. Die Hütte ziemlich voll. Ich denke, die Pflicht ist mir bei, oder? Ja, auf jeden Fall. Was ich mir als erste Frage vorgestellt habe, ist, als ich so hinter dir gehockt, du in der vordersten Reihe ganz links, wenn du das spürst, wenn du die Leute hinter dir spürst, wenn du siehst, was davor aufgeführt wird, was du hast gemacht hast, was fühlst du da? Wie geht es dir in diesem Moment? Ja, das ist ein spezielles Gefühl.
Also vor allem einerseits mal sicher die Musiker alle hören, das aufzuführen, was ich komponiert habe. Und es ist mir tatsächlich so gegangen, dass ich bei dieser Aufführung eigentlich dort vorne gesessen bin und dachte, warum hast du dir jetzt schon wieder diesen Platz ausgesucht? Also wie letztes Mal bei der Konzertreihe. Ich sitze immer ganz vorne und es ist jedes Mal ja, wirklich einfach ein spezielles Gefühl. Ich kann mich da schier nicht bewegen, und ich gehe so mit der Musik. Es ist für mich wirklich schier nicht zum Aushalten von der Spannung her. Also, das ist ja, eine sehr spezielle Situation für mich, wenn das so aufgeführt wird. Ja. Und das Wissen, dass irgendwie 400-500 Leute hinter dir zulassen und nicht du allein oder irgendwie 20 Leute dort sind, hat das noch mehr Einfluss? Also die Masse im Prinzip, die du mobilisieren die du begeistern. Also ich finde es schön, dass Kilo wieder voll war Ja. und dass so viele Leute hören können. Und, aber ich stelle mir jetzt nicht vor, ja, die hören das jetzt alle, oder? Sondern es ist schön, wenn es den Leuten gefällt. Aber ich denke jetzt nicht, ja, wie die Einzelnen das jetzt hören oder ja, gefällt es nicht oder irgendwie. Okay. Liebes Publikum übrigens, ihr dürft auch Fragen stellen. Also wenn zwischendurch mal wirklich eine Frage auf der Zunge brennt, ruhig machen. Am Schluss gibt es noch eine Fragerunde. Dann. Aber auch spontan, wenn einfach gerade etwas da ist. Scheucht euch nicht, das zu machen. Hast du zu dem Dorothea eine spezielle Reaktion von irgendjemandem bekommen, wo du findest, das ist sehr berühmt, das ist sehr schön, das ist jetzt gut gesagt worden. Sei jetzt das per Mail oder was der live direkt hat gesagt oder generell, wie sind die Reaktionen auf die Dorothea vom Publikum? Ja, es ist so, bei der letzten Konzertreihe habe ich mich eigentlich immer möglichst schnell verdrückt. Ich bin eigentlich wie vom Schauplatz weg, weil mir das fast einfach das ganze Erlebnis für mich schon ein bisschen viel war. Und jetzt diesmal habe ich mich dann gewagt, gleich ein bisschen zu den Leuten hinzugehen und es ist wirklich durchs Band habe ich sehr viele positive Reaktionen bekommen. Und ich konnte es wie diesmal besser annehmen. Also ich hätte das jetzt wie beim ersten Mal fast nicht so wirklich annehmen. Und ja, es sind alle Reaktionen, die ich bekomme, eigentlich sehr positiv und die Leute sind sehr berührt. Und ja, das hätte ich nicht gedacht, oder? Also als ich das komponiert habe, habe ich nicht gedacht, ja, wie gefällt es den Leuten oder so. Und trotzdem gefällt es eben jetzt gleich so vielen. Und das macht mir einfach Freude. Ja, es ist also ich habe es letzt im 17. im Oktober habe ich sie in der Hofkirche gesehen und war sehr ergriffen. Ich habe dann natürlich eine grosse Freude gehabt, dass du zugesagt hast, zu mir hier zu kommen. Und dann haben wir den Termin gefunden, dass wir es da gerade zwischen Konzert reinbringen. Und am Sonntag habe ich wieder gefunden, das ist einfach gut, ich lasse mich gerne von guter Kunst, von guter Musik berühren und ich hatte den ganzen Abend Hühnerhaut gehabt. Natürlich die Stimme von Nadia Ress hat extrem natürlich dazu beigetragen, die ganze Stimmlage von ihr, aber ja, ich finde es einfach eine wunderschöne Sache. Und ich werde dir eine Reaktion wortwörtlich ablesen vom anderen Ende der Welt, von Christchurch, Neuseeland. Wie ihr alle wisst, die hatten kürzlich ein ziemliches Massaker gehabt, etwa 2 Wochen her, 50 Tote. Und die Geschichte ist so, im 2017, wir haben ein Ehepaar lebt dort unten, die gute Freunde sind von uns, aber es sind Neuseeländer, also es sind nicht Schweizer. Und dann haben wir die CD geschickt, Dorothea, im 17. Und schon dann haben sie gesagt, wow, super, coole Sache. Und jetzt
hat er natürlich das irgendwie mitbekommen über die Social Media Kanäle, dass der Joel hier ist. Dann hat er geschrieben, Graham heisst er, Graham Jack. The lovely Dorothea CD is our absolute favorite. It is really helping us recover after the shocking mass shooting here. Thank you so much. Und ja, als ich das gelesen habe, gesagt, also muss ich dir natürlich auch weitergeben. Sehr eine schöne Reaktion und ja, freut mich sehr, dass so in dem Sinne am anderen Ende der Welt gehört wird. Ich nehme an, die meisten Leute hier haben Dorothea gesehen, gehört. Alle. Weil ich immer ein bisschen auch Interaktion mache, wirf ich da jetzt effektiv eine Frage in die Runde. Ich kann jetzt so in Stichworten ein bisschen die Empfindung, also jetzt haben wir ein bisschen geredet von Berühren, jetzt das Statement von Graham Jack. Was würdet ihr sagen? Was ist eure Empfindung, oder habt ihr Dorothea gehört und gehört und gesehen? Also ich bin die Freundin vom Joel. Ich habe sozusagen von Anfang mitgekriegt bis zum letzten Moment, bis es auf die Bühne kam. Und ich habe schon immer an ihn geglaubt und gewusst, dass es ein tolles Werk wird. Aber selbst ich war wahnsinnig positiv überrascht und auch mir ist es sehr nahe gegangen. Und irgendwie fühlt man sich in die Geschichte rein. Und es ist doch noch was Spannendes, der Mann, der die Frau verlässt, und trotzdem empfindet man es als positives Erleben am Ende. Also ich fand es sehr berührend, ja. Mhm. Danke. Hast du noch eine Reaktion? Jemand mitteilen? Für mich war es unerwartet. Ich bin einfach gegangen, weil jemand gesagt hat, du musst gehen. Und ich habe es auch super berührend gefunden. Und mich würde auch interessieren, was hätte dich dazu gebracht, das zu komponieren? Hast du eine Beziehung zu Bruder Klaus, Dorothea? Wieso hast du das gemacht? Also es ist ja das Gedenkjahr ausgerichtet worden im 2017. Und ich wollte dort einfach etwas dazu beitragen. Und ich habe schon Kompositionsideen habe ich immer rumliegen, daheim in der Schublade. Und mich hat Wunder genommen, also dort effektiv, warum genau 600 Jahre später, warum man ein Gedenkjahr macht für jemanden, wo man eigentlich sehr viele Überlieferungen hat von der Geschichte von dem. Und das war eigentlich eine sehr kritische Herangehensweise, weil ich denke, dass Menschen in Massen relativ wenig intelligent reagieren können. Und da hatte ich einfach das Gefühl, ich muss jetzt herausfinden, was genau an diesem Bruder Klaus dran ist, dass 600 Jahre später, ob das noch gerechtfertigt ist, 600 Jahre später so über diesen Menschen zu denken, oder ob das schon von den Kirchen oder von sonstigen Institutionen das Bild verfälscht worden ist von dieser Person Niklaus von Flüe. Und dann bei der Recherche habe ich dann gefunden, ich schaue mir das jetzt einmal genauer an, weil ich habe gemerkt, es ist etwas dran an diesem Menschen. Und habe mich dann an die Recherche gemacht und habe mir überlegt, was könnte ich jetzt zu diesem Gedenkjahr beitragen. Und dann war es eigentlich so gewesen, dass ich mir überlegt habe, gut, es werden wahrscheinlich von diesen 65 Mitmachprojekten, die es gegeben hat, werden wahrscheinlich irgendwie 20 über das Radbild etwas machen, 20 etwas über die Visionen von Niklaus von Flüe und 20 etwas über das Fasten. Und meine Meinung ist, dass die meiste Kraft oder eigentlich die meiste Reibung dort stattgefunden hat, wo er eben seine Frau verlassen hat.
Und so hat sich dann das nachher, dann habe ich dann dort angesetzt und eben nachher über die Dorothea noch recherchiert und so hat sich dann das eigentlich ja, zu einer Idee entwickelt, was ich könnte verfolgen dort. So ist das eigentlich entstanden. Also die Idee dazu. Frage beantwortet. Wenn keine weiteren Reaktionen mehr sind, ich tue ganz kurz Dorothea verlassen, weil es geht nicht nur um Dorothea hier, es geht vor allem um Joel. Also gehen wir auch ein bisschen im Eilzugstempo durch Bio-Pictures oder was auch immer ich in dem sagen. Aber nicht allzu fest im Detail, im Prinzip könnt ihr das alles nachlesen auf ihrer Homepage, da steht ganz viel drauf. Gleich, du hast mit 6-Jährigen von Klavier spielen, gell? Würdest du sagen, du hast eine musische Familie? Du bist in einer musischen Familie aufgewachsen? Ja, sicher in einer musischen Familie, ja. Also, es war auf jeden Fall ein Klavier daheim rum. Und ich bin dann auch sehr früh, eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, bin ich dann auch zum Chorsingen gekommen. Durch einen Kontakt über meine Familie. Und ich bin einfach sehr früh schon musikalisch gefördert worden, ja. Und für mich war das auch nie ein Müssen, sondern eigentlich mehr ein Geschenk. Ich habe auch nicht so viel geübt, wie ich hätte sollen. Aber es hat mir niemand irgendwie quasi auf die Finger geklopft und gesagt, jetzt übe. Aber ich hatte immer die Gelegenheit gehabt, um mich eigentlich musikalisch zu entfalten. Und die restliche Familie, also vom Robin, ich frage mich gerade selber, weiss ich auch, du machst ja irgendwie auch Musik, gell? Was machst du Musik? Ich spiele auch Trompete. Früher habe ich auch Klavier gespielt. Habe das Studium, weil ich jetzt Musiklehre mache, auch wieder angefangen. Und dann habe ich noch Dirigentausbildung und habe einen eigenen Verein. Genau, so ein bisschen so. Blasmusik, aber vor allem Okay. in die Richtung geht das. Oh, Laufbahn in Musik eingeschlagen. Mehr oder weniger auch. Schön. Ja, man muss ja folgen. Du bist einfach ein bisschen jünger. Ja, genau. Okay. Die junge folgt dem Älteren. Schön. Wir haben auch schon zusammen in einer Band gespielt. Also er war der Trompeter von der Obwalden singt, vom Obwalden singt Projekt. Da sind wir im 2012 sind wir da mit so einer Art einem Kindermusical durch ganz Obwalden getourt. Und da haben die Primarschüler gesungen. Und wir sind eben zu fünften, so eine 5-köpfige Band gewesen, und sind eben von Dorf zu Dorf quasi getourt. Und ja, es haben über 800 Schüler da mitgemacht. Und haben wir die begleitet. Hat er mit diesen Kindern, also du hast jetzt begleitet, hat er auch mit ihnen die Sachen ein bisschen gelernt? Oder mit ihnen gesungen? Oder unterrichtsmässig auch noch? Oder wie muss man das vorstellen? Das war ein Projekt von der Musikschule Obwalden und von der Kulturförderung. Und die haben das so aufgeleistet, dass die Schulklassen eine Üb-CD bekommen haben. Okay. Die haben wir in einem Keller aufgenommen. Ja. Und dann haben die Üb-CD bekommen und haben das in den Schulklassen im Musikunterricht geübt. Ja. Wie war das mit Kindern? Mit so jungen Menschen? Es ist lustig. Durchziehen? Also das war wirklich lustig. Da bin ich froh, dass ich wirklich nur die Verantwortung für die Band. Ja. Dass wir die, also in Kerns sind 250 Kinder auf der Bühne gestanden. Ja. Und wirklich alle Klassenlehrer sind natürlich wieder da und wieder dort und die gehen zusammenbüscheln und nachher ist wieder einer irgendwie abgesessen, weil es ihm schlecht geworden ist. Und es war richtig lustig. Und die erste Probe haben wir zu Sachsen gehabt. Und ich habe das
das auch komponiert, das Kindermusical. Und dann haben wir so angefangen zu spielen. Und dann hat das wirklich voll rausgerührt, haben die das voll rausgerührt und haben das... Ja, es ist... bin ich kurz verschrocken so am Klavier, aber es ist echt, hat wirklich Spass gemacht. Ja. Ja. Das ist lustig. Schöne Erlebnis. Ja. Ja. Du selber hast ja als Kind, wenn wir das ein bisschen zurückgehen, in Luzerner Kantorei gesungen, gell? Genau. Und nicht nur im Chor, gell? Sondern auch als Solist. Ja. Wie ist es, ja, wenn man denkt, eben Kindheit, noch so jung, Kantorei, Chor, Solist, wie soll ich sagen, inspirierend oder wie fördernd ist das Ganze für da, wo du jetzt bist, für Werk Dorothea, für den ganzen Weg, den du eingeschlagen hast? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also die Kantorei, da bin ich als Bub dort reingekommen. Ich bin nach dem Stimmbruch habe ich nur noch 2 Jahre weiter gesungen, oder 3 Jahre. Aber ich habe dort schon gewusst, ich muss garantiert nicht ins Militär. Weil ich habe dort schon so eine Disziplin mit auf den Weg bekommen, die es einfach braucht in der Musik. Ja. Und als Solist da bin ich wirklich gefördert worden. Da habe ich immer am Samstagmorgen war Solistenprobe gewesen. Und da konnte ich wirklich als kleiner Knirps in Theater, also im Luzerner Theater, Solo singen oder in Freiburg im Breisgau, im Opernhaus, habe ich die 3 Knaben gesungen in der Zauberflöte von Mozart. Und dann später auch in Bern, wirklich mit grossen Solisten, und habe natürlich dann immer zu denen raufgeschaut und ich habe das Theater, einfach so die Atmosphäre, einfach so... Die packt, das hat mich einfach wirklich total gepackt. Ja. Und ja, also wenn man dort mal in diesen Gängen und irgendwie vor dem Auftritt noch in die Kantine und all die Künstler umeinander, und ich meine, als Kind checkt man ja nicht, was abgeht. Ja, es ist einfach... Ja, es war sowieso eine Wunderwelt für mich, oder? Und ja, das hat mich sehr, sehr geprägt. Ja. Und das ist eigentlich, sag jetzt mal, eben, das war eine klassische Zeit für Musik, klassischer Gesang. Hast du die Ausbildung bekommen? Hast du dann ein bisschen, sag jetzt mal, bist noch in verschiedene Musikrichtungen hast eingeschlagen? Sei das Jazz oder auch Gospel oder der Jodel ist auch gekommen. Zum Jazz. Also dort hast du ja auch eine grosse Liebe entdeckt, also als 16-Jähriger, glaube ich, bist du dann gewesen. Und ich habe dort gesehen, Travis and the Bobheads. Mich erinnert das an Beavis and Butthead. Ja, da bist du genau am richtigen Ort. Ja. Und es erinnert mich auch ein bisschen an SpongeBob. Aber Beavis Butthead, ich habe das Cover gesehen für die CD, also sieht fast gleich aus, gezeichnet. Und er hat es unter Nervensäge Records rausgegeben. Also ziemlich, ich habe das Gefühl, ziemlich eine rebellische, schräge Phase irgendwie auch ein bisschen. Ist das dann eine Art Momentum gewesen, eben Nervensäge Records, Beavis and Butthead, ich weiß nicht, ob ihr das alles kennt, aber ja, ist doch ziemlich taffe Sache noch so ein bisschen, Ja, also ich muss sagen, wir haben mit dieser Jazzband sind wir eigentlich da in Chemnitz, nein, es ist irgendwo im Flüeli, glaube ich sogar, da ist so ein Brunnen eingeweiht worden und wir sind dort spielen mit diesem Trio, und dort hat es noch Sun of a Beach geheissen, also die Sonne am Strand, und dann hat der Pfarrer uns tatsächlich gesegnet, Sun of the Beach, und wir haben natürlich eine Scheissenfreude gehabt. Nein, da sind wir natürlich in der Seehofbar, die steht jetzt nicht mehr.
Dort haben wir unseren Bandraum gehabt. Aha. Und da sind wir immer 2 Nachmittage mindestens sind wir immer da das dritte Musik machen und auch noch anders. Und ja, das war schon ein bisschen eine rebellische Phase gewesen. Ja, wenn ihr mal wollt wissen wie Jazzmusik tönt von dieser Gruppe, ich muss immer schauen, dass ich nicht bei Travis and the Bobheads auf seiner Homepage unter dem Menüpunkt Portfolio findet ihr auch Sachen, die ihr dann über die Soundcloud hören könnt. Lohnt sich auch mal reinzuhören, hat mir auch gut gefallen. Ja, vor allem habe ich wirklich sehr ein bisschen schmunzeln ab dem Ganzen mit dem Cover und alles. Ganz spannende Geschichte. Jodeln, du bist glaube ich 17 gewesen, gell, wo du den Jodelclub Arnigrad, das sind ja glaube ich Sachsler, hast du die musikalische Leitung übernommen? Ja. Mit 17 eine musikalische Leitung von einem Jodel, aber kannst du selber jodeln? Ich kann selber nicht jodeln, also ich kann einfach singen. Aha. Und das Jodeln ist eigentlich einfach das Solistische oben durch, also was die Nadia eben macht. Und ja, dort bin ich an der Jazzschule gewesen. Und ich weiß nicht, wie die auf mich gekommen sind, aber auf jeden Fall habe ich einfach eines Tages ein Telefon bekommen vom Präsidenten von dem Jodelclub Arnigrad, ob ich nicht ja, am nächsten Dienstag mal in die Probe kommen bei ihnen, ob ich nicht mal Interesse hätte, einen Jodlerclub zu leiten. Und dann, Speziell. ja, das war wirklich speziell gewesen. Und dort, ja, einfach nicht viel überlegt, oder? Und dann bin ich dort gegangen und habe zugesagt und dann habe ich die 1,5 Jahre lang geleitet, ja. Bis ich dann auf Freiburg nachher gegangen bin. Ich kenne jetzt den Jodelclub Arnigrad nicht, also von dem her, das ist das typische Jodeln, wie ich mir es vorstelle. Ja, da sind 20 gestandene Männer vor mir gesessen und haben gewartet, was jetzt da kommt, oder? Okay. Und es hat eine gewisse Aufwärmphase gebraucht, bis wir beide warm geworden sind, der Chor und ich. Aber nachher, ja, ich habe das halt ein bisschen anders angegangen. Ein bisschen mehr aus musikalischer Sicht ein bisschen mehr theoretisch fundiert. Und dann haben wir uns dann, wo sich dann die ersten kleinen Erfolge dann gezeigt haben, ist das Vertrauen herum gewesen und wir konnten gut miteinander arbeiten. Ja. Eine andere Episode, die ich gesehen habe, ist Jack Limbo. Geht er so Singer-Songwriter oder wie soll ich dem, würdest du das betiteln? Ja, das ist eigentlich mehr so eigentlich am Abend oder in der Nacht entstanden. Das sind eigentlich einfach Lieder, die ich am Klavier oder an der Gitarre mich begleite, wo ich singe. Und da haben wir auch noch einen Auftritt gehabt mit einer Band. Dann. Aber das ist... Ich habe jetzt schon länger kein Lied mehr geschrieben. So. Ja. Ja gut, alles kannst du ja auch nicht machen. Oder? Also ich meine, wenn du mit so einem Projekt wie Dorothea schlussendlich, klar, du hast deine Helfer, du hast gewisse Helfer, das Team auch ein bisschen unterstützt, aber es ist in dir Verantwortung. Du bist nicht nur der Komponist, du bist auch der die Tour auf die Beine stellt, du die Gelder sammelt und. Also ich meine, irgendwo hat nicht alles Platz, oder? Das ist so. Wobei, das ist immer mein Hobby war. Also, Ja. einfach das Musizieren. Und, als Hobby habe ich jetzt angefangen Schlagzeug zu spielen in einer Band in Bern. Und ja, das mache ich einfach so gerne so hobbymäßig, oder? Da bin ich auch nicht am Klavier und muss auch nicht irgendetwas abliefern oder so, sondern bin ich Anfänger und dann kann ich machen, was ich will. Und dann machen wir zusammen Musik. Okay. Zu Freiburg, du hast es vorhin erwähnt, dann hast du irgendwann ins Studiumzeit gekommen, Freiburg. Ich bin übrigens Freiburger. Wünnewil, Seisler.
aber mehr Berner, weil ich in Murten bin aufgewachsen schlussendlich, oder mehr oder weniger aufgewachsen. Ich habe dort etwas gesehen, und das hat mich natürlich auch gepackt. Flash Fiction. Mhm. Und da kommt auch noch die Juliane ins Spiel. Also du hast auch Kurzgeschichten geschrieben. Irgendwie meistens eine Seite oder so. Du, Juliane, hast sie glaube ich auch mal vorgelesen oder vorgetragen. Also ich hätte und der Manu ist glaube ich da auch noch im Spiel. Auch bei der Uni Freiburg. Also da irgendwie etwas auf die Beine gestellt mit diesen Kurzgeschichten und so. Kannst du mir da ein bisschen erzählen über das? Ja, der Manuel Hensenberger war Chefredakteur vom Spektrum Studentenmagazin in Freiburg. Und irgendwann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du, ich hätte da noch eine Seite frei, quasi carte blanche. Möchtest du nicht etwas schreiben? Und ja, dann habe ich das gemacht. Das Heft ist irgendwie um Werbung gegangen. Und dann habe ich einfach einen einseitigen Werbespot quasi erzählt. Und ja, da haben wir irgendwie wie gefunden, ja, das könnte man doch eigentlich jetzt jedes Mal machen. Und da habe ich eigentlich fast in jedem Heft dann eine 1- bis 2-seitige Kurzgeschichte zum Thema vom Heft dann geschrieben. Was für einen Rhythmus ist das Heft rausgekommen? Ich glaube, alle Monate ist eins Monat rausgekommen. Wie war das für dich, schreiben? Ja, also im Nachhinein kann ich die Geschichten schier nicht mehr lesen. Also, das ist, Sie sind so gut. ja, sie sind halt sehr. Es ist, glaube ich, wie bei der ersten Geschichte verhaftet geblieben, im Sinne von, es ist jedes Mal wie eine Art so ein Werbespot gewesen. Wirklich immer Flash-Fiction, oder wirklich immer zack, zack. Passiert viel, explodiert noch ein Auto irgendwie. Und die Hauptsache, es geht etwas in kurzer Zeit im Zusammenhang noch mit dem Thema vom Heft. Aber es ist, das ist lustig. Es war lustig gewesen. Ja, das ja, also das geht mir auch raus, sei jetzt das dann zumal die Jazzband mit muss schon wieder, eben nicht Beavis and Butthead, sondern Travis and Bobheads und dann auch die Flash Fiction und so, dass sie, ja, das finde ich sehr amüsante, so auflockernde Episoden, die immer wieder vorkommen. Ja, ich kann natürlich nicht immer nur so, also das, ich könnte jetzt nicht das zweite Dorothea schreiben, oder einmal nicht gerade jetzt, weil, Ja. Also ich bin auch nicht einfach so ein ernster Mensch, oder? Ja. Sondern, ja, ich bin auch ein Mensch wie jeder andere und nicht so immer andächtig irgendwie am Tisch sitzt und irgendwie sinniert oder so. Sondern ich habe natürlich auch meinen Spass und drücke das irgendwie halt auch gerne aus. In Musik oder halt in einer Geschichte oder so. Wenn wir gerade noch beim Thema Kurzgeschichte sind, ich werde eine Kurzgeschichte vorlesen, aber nicht von dir. Hätte ich zwar wahrscheinlich schon irgendwo gefunden im Internet oder so. Aber eine zum Thema Bruder Klaus. Und so gehen wir dann sanft wieder zurück zu Dorothea. Nehmen wir das Buch hier vor. Es ist ganz kurz, ist nicht eine Seite kürzer als deine. Er ist gegangen. Jakob, gell, du verlässt mich nicht, bleibst immer bei mir. Aber ja, Gretli. Vor 600 Jahren versprach dies Jakob seiner Gret und zog gut gelaunt das Gold vor Augen in den Krieg gegen Mailand und war nimmer. Noch heute wird von so manchen Landsleuten mit stolz geschwellter Brust über die ach so starken, mutigen und kampferprobten Schweizer Söldner gesprochen. Bruder Klaus ging damals auch, aber nicht mit dem Tross nach Mailand. Er begab sich auf die Suche nach Frieden, Ruhe, Stille und Gott. Seine Familie ließ er gut versorgt und wohlhabend zurück, die ältesten Kinder bereits erwachsen.
Und noch heute ist bei vielen ob seinem Tun Unverständnis und Ablehnung zu spüren. Heute liegt die Scheidungsrate etwa bei 50%. Was erlauben wir uns zu richten? Mir nimmt noch deine ganz persönliche Einstellung zum Klaus, Dorothea, wo er ist gegangen. Wie ist die? Wie findest du das, wenn du das einfach so betrachtest, die zweite Familie? Meine ganz persönliche Einstellung. Puh. Also meine persönliche Einstellung ist eigentlich das, was mit dem Werk transportiert wird. Das ist eigentlich meine Einstellung. Ich habe eben Recherchen betrieben und habe mich dann darauf gestützt, auch zum Weiterdenken verleiten und bin dann eigentlich darauf gekommen, dass das so für die beiden wahrscheinlich der richtige Weg war. Okay. Ja, ich habe gedacht, dass du wahrscheinlich in die Richtung würdest sagen. Ja. Ich meine, hätte anders können sein, dass du sagst, finde ich absolut scheiße, Kotzbrocken, weiss auch nicht was, oder so und so. Und ich habe jetzt das Werk einfach so gestaltet. Aber umso schöner, wenn es eigentlich, ja, deine Einstellung, wie das war, aber du siehst, hast probiert, in das Werk hineinzugeben. Gut. Wenn man das Ganze sieht, also all die verschiedenen Musikrichtungen, die immer wieder ein Teil waren, sie haben schon erwähnt, Gospel, Jazz, das klassische Singen, das Jodeln. Schlussendlich hat der Weg jetzt zum Musikmanagement geführt. Es hat dort irgendwo ist doch noch etwas gewesen, wo so wie eine Entscheidung hat müssen gefällt werden, oder wo so wie eine Weggabelung war zwischen Bern, glaube und Biel, und schlussendlich dieser Weg sich herauskristallisiert. Kannst du da etwas über das Ganze erzählen? Ja, ich habe mich die Weggabelung, die ist eigentlich immer, also wenn das mein Weg wäre, dann kommt sie etwa in diesem Abstand immer wieder. Und zwar fragt mich immer, Musik ja oder nein? Und, oder irgendwie, ja, mittlerweile bin ich zu der Redewendung sowohl als auch irgendwie gekommen. Ich war 2 Jahre noch im Vorkurs an der Jazzschule nach der Matura, nach der Musikmatura. Und dort hat es mir aber nicht gefallen. Weil ich gefunden habe, das ist irgendwie so nicht wirklich die Ausbildung für mich, die ich mir wünschen würde. Und bin dann auf Freiburg und habe mich gegen ein Musikstudium entschieden. Ich habe dann Medien- und Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert und habe aber gleich weiterhin einen Chor geleitet, den Gospelchor Sachsen, und bin jede Woche hin und her pendelt, Wochenende. Und ja, als das Studium fertig war, habe ich gedacht, so, und jetzt entscheidet sich jetzt gleich noch, ob ich Musik machen soll oder nicht. Und dann habe ich habe eben noch geschrieben, habe ich journalistisch seit der Matura, also schon vor der Matura eigentlich. Und eben da die Kurzgeschichten. Und dann habe ich mich eben für das Schweizerische Literaturinstitut in Biel angemeldet und gleichzeitig für das Kompositionsstudium in Bern. Und das ist alles an der gleichen Hochschule. Und das habe ich dann natürlich nicht gecheckt, dass die miteinander natürlich reden, die verschiedenen Schulleitungen.
Und dann bin ich in Biel gar nicht erst eingeladen worden. Wäre ich wahrscheinlich auch sonst nicht, weil die Texte jetzt schlecht waren. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt gehe ich wenigstens Komposition studieren. Oder? Dann bin ich dort eingeladen worden und dann ist dort, haben sie mich leider nicht angenommen. Aus verschiedenen Gründen. Ich wollte eigentlich klassische Komposition studieren und es war mehr so eine zeitgenössische Ausbildung dort gewesen, und da bin ich aber dort nicht angenommen worden. Und da bin ich ein bisschen im luftleeren Raum gewesen. Ich habe einfach in Bern gewohnt, ich bin auf Bern gezügelt. Und ja, habe ich gewusst, was soll ich jetzt machen. Und dann ist mir das Musikmanagement-Studium ins Auge gestochen und dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht würde ich das endlich mal wie ein Dach über die zwei Sachen legen, das Schreiben, Medien und die Kommunikation zusammen mit der Musik. Und dort bin ich dann sur Dossier aufgenommen worden. Und ja, jetzt fehlt noch meine Masterarbeit und ich bin sehr zufrieden mit dem Studium. Sehr zufrieden. Im Nachhinein der richtige Weg. Oder Ja. gut hat sich der Weg schlussendlich so kristallisiert. Das ist es so. Wie gehst du generell um mit so Weggabelung? Ich meine, Weggabelung, das kann viel Kraft kosten. Kraft auch in dem Sinn, also eben, hier geht es wieder nicht und da komme ich wieder nicht und muss wieder und so. Und dann eben entwickelt sich etwas Neues. Aber ich meine, es kann dazu führen, dass es eben weitergeht, dass etwas Neues auftaucht, aber es könnte auch dazu führen, dass man sagt, jetzt habe ich irgendwann genug. Oder? Das funktioniert nicht, das nicht. So in dem Stil am besten mache ich nicht mehr. Oder? Und gleich es treibt dich weiter, es treibt in eine andere Richtung oder in eine Kombination. In dem Moment, wo die Gabelung da ist, wie geht es dir denn so? Wie fühlst du dich da? Kannst du das eher so nehmen, ja okay, ja, schauen wir weiter und so? Oder ist es schwierig für dich? Ja, je nachdem, wie viel Entscheidungsspielraum ich habe. Oder? Also wenn ich jetzt irgendwie wenn jetzt mein Konto geschrumpft ist, dann muss ich mich vielleicht eher für diesen Weg entscheiden. Oder wenn ich jetzt mich ein bisschen länger aushalten kann, dann kann ich vielleicht abwarten, ob dann nicht echt noch etwas anderes käme. Aber ich habe nachdem ich dort nicht angenommen worden bin, bei dem Kompositionsstudium, habe ich eigentlich nicht gewusst, wie weiter. Und das war eigentlich nicht eine Weggabelung, sondern das sind alles weg gewesen, oder? Komplett. Und ja, ich hatte dort einfach den Mut gehabt, irgendwie weiter zu suchen. Und ja, so irgendwie, also. Ich denke, also in Kunst, ich mache ja Kunst, bildende Kunst vorwiegend. Ich stehe häufig auch vor so, sage ich jetzt mal so, man hat vielleicht gewisse Visionen, man hat gewisse Ideen, man hat gewisse Vorstellungen, den Weg, den man gehen will, auch in einem Kunstwerk machen und irgendwie kommt es einfach nicht, oder geht nicht richtig, oder dort steht man, oder dort will es nicht, es können äußere Faktoren sein, x verschiedene Faktoren. Und dort ist es, finde ich, in bildender Kunst eben auch wichtig, eigentlich gleich zu sehen, was ist da, was ist schon gemacht worden, was ist entstanden. Und in dem Sinn offen und suchend sein und woher führt es mich weiter, oder? Und nicht in dem Sinn streichen, fortschießen, ködern, alles schlecht so, sondern im Prinzip wirklich, das ist ja generell im Leben eigentlich, dass man ja, die Situationen, wie sie halt so sind, probiert anzunehmen und weitergehen, oder? Und in dem Sinn eben auch sucht, oder? Und etwas Neues kommt. Ja, gut. Ja, also, wenn wir von der Kunst her reden, also im Dorothea habe ich natürlich einige so Gabelungen auch gehabt, beziehungsweise einfach den Steine, die ich nicht aus dem Weg räumen konnte, oder? Die einfach so waren, wie sie waren. Oder wirklich einfach, wo nochmal einer oben drauf kommt und nochmal einer oben drauf. Und dann muss man halt einfach
so flexibel sein und mit diesen Steinen arbeiten, oder? Und einfach, also zum Beispiel die Orgel ist für mich zuerst ein riesen Stein gewesen, weil plötzlich hat es geheißen, ich soll noch Orgeln komponieren. Ich habe die Hofkirche in Luzern reserviert als Konzertort. Und da hat der Wolfgang Sieber sich zurückgemeldet, ja, das sei super, es sei gerade in der Orgelwoche dort, also im Echo Orgelfestival. Und er dachte einfach das Konzert ein bisschen umrahmen mit Orgelimprovisation. Und das war für mich gut gewesen. Und dann haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesprochen und dann sagt er plötzlich, ja gut, oder ja gut, was hast du komponiert, oder? Zeig mir das mal. Und ich so aus allen Wolken gekippt und dann musste ich noch für Orgeln komponieren. Okay. Gleichzeitig ist das Geld, die Suche nach Geld war sehr schwierig gewesen. Das heisst, ich habe eigentlich das Orchester, das zuerst ein Orchester war mit noch einigen Bläsern, die Zuzüger waren, die habe ich eigentlich zu diesem Zeitpunkt gemerkt, ich kann die gar nicht zahlen. Dann habe ich das Konzept komplett umgekrempelt und habe den Chor mit dieser Orgel laufen und Dorothea mit dem Orchester. Und dann hat sich dann habe ich eigentlich quasi mit diesen Hürden, die ich hatte, die habe ich dann halt einfach wieder umverteilt und habe dann mit denen gearbeitet. Und dann ist das so. Ja, im Nachhinein gesagt, sie waren nicht hinderlich auf das Resultat. Ja. Wäre ich auch nicht auf die Idee versucht, oder? Genau, ja. Darf ich etwas fragen? Ja. Laie. Wie kannst denn du jetzt so komponieren, wenn du eine Komposition studiert hast? Ja, Was jetzt da ich habe einfach, man muss ja nicht alles studieren, also ich sage Medizin und Jus und all die Professionen, das muss studiert sein. Und alles andere, denke ich, kann man sich gut selber beibringen, weil ein Studium ist eigentlich nichts anderes als eine strukturierte Wissensabgabe, oder? Mit Diplom. Und ich kann mir aber in der heutigen Zeit kann ich mir Literatur über Komposition irgendwie aus dem Internet abladen oder ich kann irgendwelche Videos schauen. Habe ich zwar nicht gemacht, aber im Prinzip kann man auch autodidaktisch sehr viel erreichen, gerade in der Musik, finde ich. Und du bist dann von Autodidakt im Komponieren? Ja. Und es hat sich zum Beispiel dann auch gezeigt, wo wir haben die erste Probe gehabt, Gesangsprobe. Nadia, der Eberhard Rex und ich. Ich musste das Orchester machen am Klavier. Und Nadia ist einfach singen und Eberhard hat sich das Ganze angeschaut. Und dann sagt er so oft mal, du, die Celli und Kontrabass, die laufen ja gar nicht miteinander, oder? Also quasi, laufen nicht in Oktaven miteinander, sondern es sind ja eigene Stimmen, oder? Und ich so, ja, und er so, normalerweise laufen die miteinander, oder? Da gibt es Boden. Und dann haben wir gesagt, ja gut, nehmen wir halt einfach 2 Cello mehr und einen Kontrabass mehr und dann geht das auch. Dann haben wir einfach das Ensemble vergrößert und ja, er hat auf jeden Fall gemeint, das geht wunderbar. Vielleicht noch als kleinen Einwurf, ich bin mega stolz, dass du jetzt sagen kannst, was du alles geschafft hast. Ich von außen kann gerne sagen, deine Familie steht immer hinter dir. Wenn es so Weggabelungen gibt, da waren wir ja vorhin. Und ich darf da ehrlich sagen, Joel ist schon jemand, der sehr kritisch mit sich selber ist, mehr als andere, der sich sehr viel hinterfragt und wo die Familie dann aber immer wieder sagt, was du schon alles geleistet hast und dass wir hinter dir stehen. Ich bin wirklich stolz darauf, dass du mittlerweile hier bist, wo du bist. Aber wenn es eben dann mal so einen Stein gibt, einen Kompositionslehrer, der irgendwie gar nicht Unterricht gibt oder der irgendwie total irgendwo anders steht und dann fragst du deinen Bruder um Rat und deine Mutter und deine Oma und dann bin ich wahnsinnig stolz drauf, wo du jetzt mittlerweile angekommen bist. Aber eben als Erinnerung, da steht dein Team hinter dir und feuert dich an. Okay. Ja. Du gibst mir gerade das Stichwort, Juliane. Ich
ich habe mich da notiert oder mal überlegt, ja, auch jetzt bei Dorothea, da steht so viel Arbeit an, oder? Ich meine, das Komponieren ist schon von mir aus Laien eine gewaltige, riesige Sache, geschweige denn einfach das Ganze drumherum, das irgendwie auf die Beine stellen, oder? Und zu so einem Erfolg führen, wie es jetzt ist. Trotz Helfershelfer und so, finde ich, ist das ein bisschen weit, ja, man kommt wahrscheinlich auch, ich kann mir vorstellen, man kommt zwischendurch an Grenzen, oder? Und ich habe ja das Lied eingespielt, das Nummer 7, «Mein Herz ist schwer». Und ich bin auch der Meinung, ich sage das auch als Kunstschaffende, ich habe das Gefühl, dass die meisten Kunstschaffenden, die von mir gesehen gute Werke machen, eigentlich hochsensibel sind in Art. Also wo sich eben, wie du sagst, viele Sachen sehr schwer nehmen, sich manchmal schwer tun und so und können sensibel darauf reagieren, aber auch zu Recht. Und da ist meine Frage, ist jetzt im Zusammenhang mit Dorothea manchmal dein Herz schwer gewesen? Also in diesem ganzen Verlauf, wie das entstanden ist? Und wenn ja, wo findest du Kraft neben der Familie? Gibt es, ich weiss jetzt nicht, vielleicht Schlagzeug spielen, also jetzt, aber vielleicht gibt es noch anderes. Ja, schwer ist mein Herz eigentlich nie in dem Sinn. Also es ist Okay. Es ist nicht so, wie das Herz von der Dorothea jetzt schwer ist. Ich bin dann eher am Spinnen. Oder ich spüre mich eine Art nicht mehr. Oder? Ja. In so wirklich... Also ich meine... Ja, zum Teil in Phasen der Komposition, da muss man halt einfach auch... muss man alles geben, oder? Und ich habe mich eher einfach so mit diesen Figuren Niklaus und Dorothea identifiziert. Also ich habe das wie gelebt, die ganze Geschichte. Oder? Und das ist eher so ein bisschen das ich kann nicht sagen, mein Herz ist schwer, ich bin traurig oder so. Das ist einfach schon psychisch eine sehr grosse Herausforderung, so zu arbeiten. Und zwar für die 75 Minuten und die Geschichte. Und dazu noch die Musik. Ja, ablenken oder Kraft finden. Kraft finden, ja. Ja, ich mache halt schon sehr gerne Musik. Also, wenn wir früher irgendwie in der Ferien waren, bin ich immer, wo wir heimgekommen sind, bin ich immer zuerst, egal welche Zeit, ans Klavier gehockt, weil ich das so vermisst habe. Und ja, jetzt in letzter Zeit nehme ich immer etwas mit, Gitarre oder so. Also Musik gibt mir einfach schon sehr viel zurück. Und ja, ich fahre gerne TÜV. Oder diese Saison möchte ich wieder mal ein bisschen fischen. Also mal schauen, was man zu Bern kann, wo man da kann gehen. Und ja, Wellnessen gehen auch ab und zu. Was hast du für einen TÜV? Kawasaki C4. 750. Oh. Das ist so ein Youngtimer von 1993. Und ich muss den jeden Winter abschleppen lassen, weil die Batterie drinnen ist. Und, ja, aber zum Glück habe ich da eine Versicherung für das. Da kommt da mit dem Schleppen ab. Gut. Ich bleibe noch Dorothea. Nadja Ress. Also sie ist ja, also mit ihrer begnadeten Stimme, sie ist wirklich ein sehr tragendes Element. Wie bist du zur Zusammenarbeit mit ihr gekommen? Ja, wir haben uns in einem Chor kennengelernt. Es ist immer, alle 2 Jahre ist so ein europäisches Jugendchorfestival. Und die Festivalleitung hat einen Chor gegründet für junge Sängerinnen und Sänger aus der Klassik und aus dem Jodeln. Und als Jodelcoach ist dann Nadja dort eingesetzt worden. Und ich war eben Sänger in diesem Chor. Und so habe ich sie eigentlich kennengelernt. Und ja, auch ihre Stimme. Also sie hat natürlich dort gejodelt, dort auch, oder? Und ja, so habe ich sie eigentlich kennengelernt. Und dann habe ich sie eigentlich gefragt in der Mittagspause, ob
ob sie sich vorstellen können. Ja, ich habe da so ein Projekt im Kopf und sie so gesagt, ja, ich soll mal Noten bringen. Und dann habe ich, musste Nägel mit Köpfen machen, oder dann musste ich Noten bringen. Und nachher habe ich ihre Noten gebracht und ich habe natürlich extrem Ehrfurcht ist vielleicht ein bisschen heftig gesagt, aber also, ich habe schon sehr grossen Respekt gehabt vor ihr. Oder? Und dann habe ich gedacht, ja, was ich jetzt da habe, kann ich ihr wirklich das Blatt Papier da geben mit diesen Noten drauf. Und dann hat sie sich Zeit gelassen. Sie hat 3 Monate lang nicht zurückgeschrieben. Und dann habe ich schon alles abblasen wieder. Und dann hat sie gesagt, mal, das ist super. Und ja. Und er hat eigentlich zugesagt. Das ist gut, du hast gerade die Zeit oder 3 Monate. Ich erlebe das häufig, oder? Man probiert etwas in die Wege zu leiten und dann wartest und wartest. Eher so mit dem Ding, ja, es ist vorbei, interessiert es nicht, ist Mist, oder? Und dann, x Mal später, kommt plötzlich eine super Reaktion. Das finde ich irgendwie völlig schräg, oder? Vor allem die Zeit zu überbrücken, was doch eine Art Tortur ist. Vor allem noch 3 Monate. Also. Ja, das ist... Es war eine harte Zeit, oder? Ja, es ist... Also ich habe natürlich schon mich herumgelassen, ja, wer kennt das echt sonst noch? Ja. Singen und so. Und ja, ich weiss nicht, ich glaube, ich habe dort schon... Ja, Kille, glaube ich, schon reserviert und alles, oder? Und ja... Es sind extrem nervenaufreibende 2 Jahre gewesen. Das kann man sich schon nicht. Was mich da noch Wunder nimmt, also du hast jetzt gesagt 3 Monate. Bist jetzt du zwischendurch nachhaken bei der Nadia oder hast du sie einfach lassen? Nein, ich habe es lassen. Ja. Und das vom Typ bin ich auch so. Oder? Ich sage immer, ich probiere etwas zu laufen, ich die Frage in den Raum oder was auch immer. Und dann muss der andere reagieren. Klar, es gibt ja viele Leute, ich denke, der Andy Warhol zum Beispiel, der ist, bevor er berühmt ist worden, der Künstler Andy Warhol, der ist zum Galerist mehr oder weniger Tag für Tag. Oder? Herr, darf ich jetzt ausstellen, Galerist? Nein. Nächsten Tag, ja, aber komm jetzt, oder? Nein. X-mal, Alltag, oder? Bis der Galerist, weil der die Nerven verloren hat, gesagt, ja, also Scheiße, machen wir etwas, du regst mich auf, oder? Und die erste Ausstellung ist ein riesen Erfolg geworden, oder? Aber ich bin jetzt auch, und so wie du auch, ich mache es eben einmal, oder? Und dann, wenn halt im Moment nichts geht, dann lasse ich einfach die Zeit oder die Ruhe, aber ich gehe nicht nachhaken, ich habe Mühe mit dem. Und du anscheinend auch? Ja, weil also sie hat keine Zeit gehabt, um es anzuschauen. Also wird das seine Gründe haben. Ja, ich habe gedacht, schlimmer wäre es, wenn sie zurückgeschrieben hat und gesagt hat, also ich habe gedacht, solange sie nicht zurückschreibt und sagt Nein, ist ja eigentlich immer noch immer noch gut, oder? Ja. Also, okay. Solange es nicht Nein ist es kein... Also, ja, das ist kein Nein. Du hast gesagt 2 Jahre. Ist der Anfang der Idee von dem Dorothea bis zur Realisierung, das waren 2 Jahre gewesen, oder ist es sogar noch länger? Ja, ich glaube, es war sogar noch länger gewesen. Also, es ist glaube ich, länger gewesen, sogar noch. Ja. Also von der Idee, oder seit ich mich damit angefangen habe auseinanderzusetzen. Aber ich habe natürlich nicht nur 2 Jahre nur das gemacht, oder? Ja. Also, hast du auch ich habe noch andere Sachen müssen machen, Kommunikationsprojekte und so weiter. Und also ist mir nicht, ich habe nicht nur gewartet, einfach 3 Monate. Ich will gerade fahren. Dort habe ich ihn noch nicht gehabt. Ich habe jetzt vorhin auch eine andere Kunstrichtung erwähnt. Ich habe jetzt also schon von Andy Warhol geredet. Was hast du generell für einen Bezug zur Kunst? Jeglicher Form, sei das Literatur, bildende Kunst, Skulpturen, Film etc. Ja, ich finde das extrem spannend und darum arbeite ich auch jetzt in diesem Bereich.
ich finde jegliche Arten von Kunst finde ich spannend. Und ja, du hast mich auch noch gefragt, du hast gesagt, ich soll ein Kunstwerk mitnehmen, oder? Genau. Ich habe da Also ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß nicht, was es ist. meinen Zitronenbaum dabei. Zitronenbaum? Ja. Und den habe ich gesetzt aus einem Zitronenkern. Und ich habe, ja, es hat leider noch keine Frucht da. Aber beim ersten Mal habe ich auf jeden Fall eine Zitrone verwünscht, die keinen Kern drin hatte. Da musste ich eine Bio-Zitrone gekauft und die hatte einen Kern drin. Und ja, für mich ist das zum Beispiel jetzt auch Kunst, oder? Und was ich mit Kunst verbinde, ist, dass immer am Anfang ist immer so quasi, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber am Anfang ist immer so eine Grundidee. Und das ist eigentlich, das kann man sich vorstellen wie der Samen von dem, oder der Kern von dem Zitronenbaum. Und das wächst langsam, aber stetig, und irgendwann hat es eben eine Frucht dran und dann kann man das pflücken. Und das ist dann für mich eigentlich das fertige Kunstwerk. So. Sehr schön gesagt. Wenn wir gerade bei dem sind, also jetzt auch bei sättiger Kunst, Natur generell, also Berge, Meer, Ja. unser Planet. Ja, der grösste Künstler ist der hier oben, würde ich mal sagen. Also, egal wie man ihn nennen will. Aber man muss eigentlich nur einmal sich Zeit nehmen und einfach wirklich nur rausschauen. Und es ist jenseits. Also, was da um uns herum ist. Oder? Und, also was wir sowieso für ein Glück haben, dass wir auf diese Erde gekommen sind. Oder? Also es ist ein genialer Planet. Oder? Und wir sehen auch alle noch einigermaßen gut aus, oder? Wir sind nicht irgendwie so schleimige Dinge, oder? Ja gut, die Aliens denken ja gleich über uns. Wie weit bist du schon? Also ich habe das Gefühl, mit all dem, was du bis jetzt da schon hast gemacht in deinen jungen Jahren, ich weiß nicht, Reisen und die Welt entdecken und so, hat auch nicht Platz gehabt. Doch, sehr. Sehr? Ja, das hat sehr Platz gehabt, vor allem in meiner Kindheit. Okay. Da hat mich, meine Brüder und ich sind immer eingepackt worden. Von meiner Mutter sind wir in die Ferien auf Kanada. Sehr oft, bin ich schon ganz oft gewesen. In den USA. Ich bin eigentlich in Asien bin ich auch schon gewesen, in Thailand. Aber sonst Südamerika oder so bin ich noch nie gewesen. Wollte aber auch nicht unbedingt hin, das reisst mir nicht so. Ja, ich bin sehr gerne unterwegs. Aber irgendwie auch gerne daheim, ich weiß nicht, das ist so. Ja, und auch mit dem TÜV. Also mit dem TÜV bist du natürlich relativ schnell mal von A nach B, über den nächsten Berghügel und so, und bist irgendwo in einem anderen Tal oder so. Fährst du beim TÜV fahren jetzt meistens vor allem, sage ich jetzt mal, Bergregionen, weil Pass fahren, weil das so spannend und schön ist, oder eher Autobahn? Also am liebsten fahre ich eigentlich 80. Also ich fahre am liebsten so 80er Strassen, irgendwie auch durch Dörfer oder so. Ja. 80 Dörfer? Ja. Also, ich meine, also durchs Dorf fahren dann natürlich schon 50, 49. Ja, so. Besser, ja. Aber nein, ich bin eigentlich nicht so der Passfahrer. Und ja, der Kollege, mit dem ich immer fahren, der Jeremias, der hat mich, hat mich letztes Mal ausgelacht, weil ich wollte go Blümchen pflücken, um den Juliane heimbringen. Oh. Blümchen heimbringen. Hat er heimgebracht? Wow. Ich bin eher so ein bisschen ein Geniesser. Ja. Ja, auf dem TÜV, ja. Ich habe auch keine Rennmaschine, oder? Das ist wirklich so ein Oldtimer. Ja, schön. Ja. Wir kommen zur Rubrik «Die verzwickten Sieben». Oh, ja. Immer zwei Begriffe, entweder oder. Du
darfst einen Joker haben. Mhm. Sonst muss ich wählen. Sonst musst du wählen, aber darfst es doch ein bisschen begründen. Wenn es schwierig ist, darfst du es begründen. Mhm. Warum, was du vielleicht jetzt oder hier Ui, ui, ui. geht. Okay, also. Blau oder grün? Blau. Ich denke, das war die einfachste. Cello oder Bass? Cello. Schön, hä? Ich habe im Moment das Cello, aber ich kann noch gar nicht spielen. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Freiburg oder Bern? Bern. Das finde ich jetzt schlecht. Ich aus Freiburg. Dorothea oder Juliane? Kann ich da jetzt mit Joker einsetzen? Also da hätte ich gerne Juliane zweimal eingeloggt. Gut. Norm oder Aussernorm? Ausser Norm. Schreiben oder lesen? Schreiben. Jazz oder Klassik? Jazz. Nicht so schwer gewesen, Nein, ist jetzt nicht gegangen. oder? Okay. In diesem Kunst- und Literaturcafé geht es immer ein bisschen auch um Literatur. Egal, welche Sparte Gast also wir haben, von welcher Sparte Kunst. Und darum habe ich auch gebeten, zum Thema Literatur irgendeinen Literaturtipp mitzunehmen. Wo du den Zuschauern empfiehlst, schaut, das müsst ihr garantiert nicht lesen oder eben lesen. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich habe dir ja gesagt, ich habe lange keine Zeit gehabt, mehr lange jetzt um ein Buch zu lesen. Und ja, es hat schon 2-3 Sachen gegeben, die ich aber ausgelehnt habe. Also die Bücher, die hätte ich jetzt gar nicht mitnehmen können. Und da habe ich einfach gedacht, ich nehme etwas von meinen eigenen Büchern, also von meinem eigenen Ding mit. Ich habe eben letzten Sommer angefangen, ein Buch zu schreiben. Und das ist bis jetzt noch nicht so weit. Das ist einfach geschrieben. Und ja, es geht eigentlich um einen Künstler, um einen Gustav Hallweisen. Und einen bildenden Künstler, der seine Künstleridentität sucht. Und jetzt wollte ich fragen, ob ich da ein bisschen Bitte, ja. kann ich vorlesen kann. Also es geht schon so etwa 5 Minuten. Die Zeit haben wir, ja. Okay. Also. Und ich muss dazu noch sagen, das ist wirklich einfach so in einem Schnurz geschrieben. Also es ist also in dem Sinne keine Geschichte, aber das wäre der Anfang des Buches und das müsste auch noch bearbeitet werden. Und so. Also nicht so kritisch sein, bitte. Also. In einem lichten Arvenlärchenwald lag ich auf dem Rücken im plattgedrückten Gras und schloss für eine Weile die Augen. Die Sonne stand hoch, die meisten Leute waren wahrscheinlich gerade beim Mittagessen, doch hierhin verirrte sich ohnehin nur selten jemand, wie mir schien. Beim kurzen Aufstieg war ich einer Gruppe von Wanderern begegnet, einer Frau mit ihrer Tochter sowie deren aufgewecktem Sohn, so lautstark wie der grüßte, als sie passierten, und deren 2 Pudeln, die 2 Rehen in den Wald ins Dickicht hinterherjagten. Die Frau mittleren Alters, der die Hunde anscheinend gehörten, hatte ihre liebe Mühe, die beiden Pudel, die frischerhand ihren Jagdinstinkt geweckt sahen, wieder auf den Pfad zu locken. Ich fragte mich noch, weshalb wir Menschen die Hundepfeife ebenfalls hörten, doch solange die Hunde darauf reagierten, soll es mich nicht weiter stören. 4 ordentliche Pfiffe später sah der Bub die Hunde schon von weitem herbeipreschen. Ein Glück, wie er meinte. Dabei hätten die beiden Pudel doch nur marginale Chancen gegenüber diesen edlen Paarhufern, wenn ihr mich fragt. Im Wald zählt nicht die Frisur. Auch nicht, ob man stubenrein ist oder welches Futter man schon zwischen den Lefzen hatte. Im Wald zählt nur die Stärke, die von innen kommt. Da hilft es, weiß Gott nicht, verwöhnt zu sein. Zu allem Ärger hatten die beiden Vierbeiner tatsächlich solche
tatsächlich solche grauen, eingebildeten Schönlinge mit gepflegtem Haar jetzt auch noch meinen Rucksack entdeckt und meinten, ihre Schnauze in anderer Leute Dinge zu stecken habe keine Konsequenzen. Ich beschloss, freundlich zu sein und meinte zum Frauchen der beiden, meine Wurst hätte ich bereits verspeist, da sei nichts mehr zu holen. Und der Bub wie auch das Frauchen wieherten los, irgendwie einfältig waren die. Nur die Großmutter, ich glaube jedenfalls, die waren miteinander verwandt, Mutter und Tochter, sie waren Schwestern und die eine hatte sich sehr gut gehalten und die andere war rasch gealtert. Ist ja auch Schnurz, auf jeden Fall war die Älteste die einzige dieser Familie, die zu handeln gelernt hatte. Sie nahm dem Frauchen die beiden Leinen aus der Hand, entschuldigte sich höflich und schritt dann mit den beiden Hunden von dannen, die beiden Einfältigen hinter ihr her. Ansonsten war ich vor Menschen und domestizierten Tieren gefeit in diesem Abschnitt des Waldes. Rehe sah ich leider keine mehr, doch beobachtete ich einige Ameisen, Käfer und allerlei fliegendes Getier. Ich sah einen Zitronenfalter und sogar ein Eichhörnchen. Ein ziemlich großes mit einem fuchsroten, buschigen Schwanz. Nichts im Vergleich zu solchen, die man manchmal in einem der Bäume im Stadtpark zu sehen bekommt. Nein, ein richtig großes Tier, das in den Baumkronen umherkletterte und sogar von einem Wipfel zum nächsten springen konnte. Die Lichtung, auf der ich lag, war mehr ein breiter Pfad mit einem abgehenden Seitenarm, der sich wie ein Vorplatz für die Besucherinnen und Besucher der Waldgalerie auslief, um nicht ins Unterholz treten zu müssen, wenn sie das Bild anschauen wollten. Ich hatte mich auch nicht dafür gehabt, ins hohe Gras zu liegen, da es gestern geregnet hatte, und doch hatte ich mir dann noch eine Plastiktüte untergelegt und meine Windjacke angezogen, um selbst da nicht nass zu werden, wo das Gras niedergetrampelt war. Der Abschnitt kam zum Beispiel raus. Nun lag ich also hier, hinter mir der Wald und viele Preiselbeersträucher. Rechts von mir der Wald und der Pfad, der zu den 12 Stationen mit den Bildern führte, und links von mir das Bild, mein Bild, der Monat Februar, viel Weiß, ein zugefrorener Fluss, die mächtigen Tannen im Schneekleid, Öl auf Leinwand, Gustav Halbeisen, das Datum und meine Telefonnummer. Wie ausgemacht hatte die Kuratorin dafür gesorgt, dass die Bilder vor der kargen Witterung geschützt in Glaskästen angebracht wurden, die in robust gezimmerten Holzhäuschen eingelassen waren. Ich zählte an meinen Fingern kurz nach, wie viele Monate seit der Vernissage im Oktober vergangen waren. Nun hatten wir Ende August und ich war froh, die Bilder in dieser Aura anzutreffen. Hatte ich mich doch seither nie bequemt, selber den Pfad abzugehen. Was sollte ich auch im Wald? Ich hatte doch keine Zeit. Als Künstler ist es sowieso stets ein zweischneidiges Schwert, seine alten Werke zu betrachten. Vielfach schäme ich mich ob meiner Naivität zum Zeitpunkt -X oder ob meiner unausgereiften technischen Fertigkeiten, wenn die Werke schon einige Fortschritte zurücklagen im Vergleich zu jetzt. Klar, den Leuten gefällt's, aber denen gefällt auch das Fernsehprogramm. Oder jene, denen das Fernsehprogramm nicht gefällt, die Kunstgalerien besuchen, etwas auf sich halten und bei jeder Ausstellung mit der einen Hand das Sektglas anstützen, mit der anderen Hand dem Künstler die Eier kraulen und gleichzeitig 5-stellige Schecks aus der hinteren Hosentasche furzen, ja die sind die schlimmsten. Jenen kannst du den größten Scheiß vorsetzen, solange du dem Werk einen tiefgründigen und doch sinnfreien Titel gibst, da sind sie bereit, das Zeug auszustellen oder es gar zu kaufen. Und dann gibt es noch die dritte Spezies von Kunstkonsumenten, nämlich die Kritiker. Das sind selbsternannte Experten, die sich einmal in irgendwas Kreativem versucht hatten und dabei gescheitert sind. Und dann nicht weitergemacht, wie wir alle, sondern sie haben sich dann von ihren Selbstzweifeln zerfressen lassen und haben auf die dunkle Seite gewechselt. Wobei, in unserer Branche sind die noch heilig. Die Kollegen aus der Literatur haben es mit weitaus perfideren Geschöpfen zu tun. Den ganzen Feuilletonisten und elitären Buchexperten, die sich am liebsten selber reden hören und die sich dem Pessimismus verschrieben haben, um wenigstens eine Meinung zu haben, die trotzdem zählt. Ein Abschnitt noch. Rund eine Woche ist es jetzt her, seit ich meine Medikamente abgesetzt habe. Katharina und ich waren für 2 Tage weggefahren, um uns eine Auszeit zu gönnen, wie sie zu glauben meinte. Dass dies unser Abschied sein würde, davon wusste sie nichts. Wie auch, das waren die schönsten 2 Tage seit langem. Das 4-Sterne-Hotel direkt am See trug sicher seinen Teil dazu bei.
die Besichtigung des alten Schlösschens, die Gässchen mit den zahlreichen Boutiquen, Büchereien, Cafés und Creperien, den Marktständen und einer richtigen Poissonnerie. Wir sind sogar in so einem Touristenzug mitgefahren, der die Sehenswürdigkeiten des im 11. Jahrhundert gegründeten Städtchens abfuhr und über Kopfhörer allerlei Interessantes und eine eher langweilige Geschichte über eine Schwimmerin erzählte, die vor 100 Jahren hier gelebt und ein paar Rekorde aufgestellt hatte. Und nun war ich allein, lag allein in diesem Arvenlärchenwald und lauschte den gellenden Etüden einer Hundepfeife in weiter Ferne. Vielen Dank. Cool. Ja, finde ich natürlich faszinierend. Ich, der im Moment auch schreibe oder fasziniert bin vom Schreiben. Ja, umso mehr kommst du mir vor wie eine Tausendsassa. Mit all dem, was du hast gemacht hast, was ich jetzt bei meiner Recherche schon gesehen habe. Schreiben ist auch etwas ganz, ganz faszinierend, Interessantes. Das Meisterwerk Dorothea und das mit 28 bist du jetzt, gell? Oder 29? 27. 27. Ich glaube. Ja, sehr jung und schon sehr viel gemacht. Was sind deine Visionen, Zukunft? Wenn du jetzt den Weg weitergehst, JVM Productions, ich frage mich ein bisschen auch, wenn man schon bei Dorothea ist, finde ich schon schwierig zu toppen irgendwie, habe ich das Gefühl so. Und wenn man 27 ist, was toppe ich jetzt noch? Was sind deine Visionen? Was siehst du vor dir auf deinem Weg? Ja, also mit 27 ist Sterben schon mal nicht. Also das ist nicht mein Lebenswerk, das Dorothea. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich schaue immer eigentlich so die nähere Zukunft an. Ich schaue nicht, also es gibt Leute, die haben irgendwie einen 5-Jahresplan oder es gibt auch Leute, die haben irgendwie einen 10-Jahresplan. Das habe ich alles nicht, weil da muss ich mir auch immer Sorgen machen, dass ich wirklich in diesen 5 Jahren das erreiche. Und ich bin genug zielstrebig, als dass ich nicht einfach dann rumsitze, wenn ich mir nicht so einen 5-Jahresplan mache. Ich schreibe jetzt meine Masterarbeit und würde gerne im Oktober dann abgeben. Und ja, das ist so eigentlich mein nächstes Ziel. Und eben, ich habe ganz viel, irgendwann will ich einfach noch ein Buch schreiben. Das würde ich gerne machen. Du bist ja dran. Ja, das bin ich mehr am Notieren. Das ist nicht ein ernsthaftes Projekt. Aber ja. Also ich habe mit dem Dorothea sicher schon viel erreicht. Und ich würde auch jetzt nie ein Dorothea 2.0 irgendwie probieren anzugehen, weil das würde sowieso in die Hose gehen. Also das ist wahrscheinlich so rund wie das ist das wahrscheinlich, lasse ich das so sein. Ja, wer weiß, was die Zukunft so bringt. Was ja sicher auch wird sein, also mit der JVM Productions gehst du ja auch noch in Richtung Dienstleistungsbetrieb. Also dass du Aufgaben alles im Zusammenhang mit Musikmanagement in dem Sinne für andere machst, oder in Auftrag. Genau, ja. Also nicht nur deine eigene Sache durchziehst, sondern halt wirklich aus bezahlten oder irgendeinen Teil organisierst oder managst oder was auch immer. Genau. Also das mache ich seit 2015, habe ich auch das Label JVM Productions und dort mache ich einfach Kommunikationsprojekte und Musikmanagementprojekte, also irgendwelche Produktionen oder so, wo ich dort halt mit dem mein Geld verdiene, oder? Weil nur von Kunst selber kann man einfach nicht leben, das geht nicht, das kann man niemandem etwas erzählen. Ja. Es ist extrem äußerst schwierig. Man hat das Glück, dass man
Ölscheich als potenzielle Kunden hat oder ja, also immer. Also zum Teil ist es in der bildenden Kunst so, dass Anthony Damien Hirst geht in die Richtung. Oder der Jeff Koons, vielleicht verwechseln sie jetzt, aber irgendein Ölscheich hat mal ein Bild cool gefunden, hat es gekauft und die haben einen anderen Bezug zu Geld und fertig. Die Sache war geritzt, oder? Ja, also früher hat es ja noch das Mäzenatentum gegeben, das gibt es Ja. heute nicht mehr. Das ist, Genau. oder ich wüsste ja mal nicht. Ja, heute kommt das Geld also in der Kunst kommt von Stiftungen. Und glücklicherweise haben wir in der Schweiz eigentlich eine von der, also haben wir eigentlich die dichteste, also die grösste Dichte an Stiftungen auf die Einwohner. Oder? Also wir sind eigentlich in der Schweiz als Kulturschaffende eigentlich haben wir guten Zugriff auf Ressourcen. Aber es sind auch viele Leute, die etwas machen oder die etwas wollen von diesem Kuchen. Und ja, das Thema Geld ist sicher immer etwas, wo man halt immer muss bedenken bei jedem Projekt. Oder? Das ist, Ja, ich wünsche dir auch für die Zukunft auf deinem Weg, auf dem langen Weg, den du vor dir hast, alles Gute. Merci. Und ich werde jetzt auftun für Fragen aus dem Publikum, wenn vorhanden sind. Ich habe zwei. Die eine ist für dich schon immer klar gewesen, dass du in die künstlerisch-musische Berufsrichtung willst? Als Kind schon? Oder wenn und wie hast du das gewusst? Und die andere Frage ist, hast es euch, oder hat es viel und hat es euch Phasen gegeben in Dorothea, wo du gezweifelt hast am Projekt, an deinen Fähigkeiten? Ja, also ich habe das eigentlich schon ganz früh habe ich eigentlich gewusst, dass das mein Traumberuf wäre. Also wirklich mein absoluter Traumberuf. Einfach können das machen, was ich jetzt mache, eben komponieren, etwas auf die Beine stellen. Und der Wunsch ist eigentlich schon seit immer da. Es ist nur je nach Lebenslage halt mal einfacher oder mal schwieriger, das so zu verwirklichen oder nicht. Und beim Dorothea, also das ist natürlich, also Zweifel, das ist ein Vorname, oder? Also ich habe riesengroße Zweifel gehabt und das immer wieder. Vor allem eben, wenn so Steine wiedergekommen sind, oder? Und ich einfach irgendwie müssen an mich selber glauben. Und das ist fast das Schwierigste gewesen, weil ich habe keine Ausbildung in Komposition. Ich habe eigentlich, da hat wieder das Geld gefehlt oder irgendwie sonst irgendwelche Schwierigkeiten. Und das ist schon, also da habe ich mich auch so gefragt, hey Joel, warum machst du das eigentlich? Für was machst du das genau? Oder warum machst du jetzt das? Also warum hast du jetzt all die Leute angefragt, ob sie das aufführen wollen? Und was gibt dir eigentlich überhaupt wer gibt dir jetzt die Zustimmung? Also Zustimmung. Also ich habe das wie für mich rechtfertigen zum Teil. Weil es ist einfach im Nachhinein viel zu hochgegriffen gewesen alles. Weil eben halt die Nadia Resse so einen Namen hat und der Wolfgang Sieber und so und ich da als ungelernter Komponist kommt da etwas rumwursteln, oder? Und ich habe eigentlich erst Gewissheit gehabt, nach der ersten Orchesterprobe, dass das überhaupt, oder in der ersten Orchesterprobe, dass das überhaupt funktioniert, oder? Und ja, also es war zum Teil schon recht die Herausforderung gewesen, zum mich selber wieder so aufstellen, dass ich den anderen können sagen, zum Beispiel im Projektteam, hey Leute, schau, dort wollen wir hin.
und dass ich auch Leute motivieren kann, oder? Also das ist schwierig. Aber es geht, denke ich, jedem so, der so ein Projekt macht. Weil das Zweifel hat jeder mal. Aber ja, man muss einfach schauen, dass die nicht überhand nehmen, denke ich. Ich habe zweimal aufgeben. Und dann habe ich es aber gleich nicht gemacht. Und dann habe ich weitergemacht. Und, Hast du das kommuniziert? dass ich aufgebe? Also du willst aufgeben? Nein. Hast du mit dir alleine Ja. Ja. Also ich hätte einfach dann aufhören können. Der wäre einfach nicht mehr gelaufen, oder? Da hätte ich nicht gross müssen dann kommunizieren, aber ja, so. Ich habe die Kurve noch bekommen. Zum Glück. Zum guten Glück. Andere Fragen? Ja, dann herzlichen Dank, Joel. Vielen Dank, bist du vorbeigekommen. Ja, danke dir. Ich wünsche dir für das Wochenende, wo noch einmal 2 Vorstellungen sind, Zürich und Luzern, noch einmal ganz gute Sache dort, dass die Vorstellung gut ist, dass es passt, dass die Leute da sind, dass es einfach nur Freude macht. Und für den weiteren Weg, was auch immer dann kommt, ob Dienstleistungsaufträge, ein neues Projekt, nur gut. Ich habe da noch, auch wenn du lieber schreibst als lesest, habe ich da noch ein Lesezeichen mitgebracht. Dankeschön. Das Original kannst du nur einmal haben, nie kaufen. Das ist so mein Standardpräsent für meine Gäste. Dankeschön. Liebe Gäste, schön, seid ihr da gewesen.